Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal ein kleiner Quickie. Halbfinale, wenn man so möchte. Ich weiß gar nicht, ob es auch Halbfinale genannt wird im Weltpokal gegen Al-Ali SC. Aktuell kann ich leider noch keine Statistiken einsehen. Ich guck mal, jetzt ist zu Ende. Laut der Seite, wir kriegen hier keine Statistiken angezeigt. Auf der Bayern-Seite müssen wir also heute darauf verzichten. Können wir mit leben. Die letzte Einblendung, die bei The Zone war irgendwie 21:5 Torschüsse oder sowas. Ich denke, wir haben die ersten 30 Minuten ein sehr gutes Spiel gesehen von unserer Mannschaft. Danach haben wir uns ein bisschen mehr, haben wir schon so einen Gang zurückgeschaltet, haben den Gegner auch mal ein bisschen den Ball überlassen. Zweite Halbzeit dann so die erste Viertelstunde war ein bisschen Hektik drin. Haben wir nicht wirklich Zugriff gekriegt. Danach war es dann wieder, was man von uns erwartet, was man die letzten Wochen nicht geschafft hat. Wir haben es dann runtergespielt, muss man ganz klar so sagen. Man hatte nicht das Gefühl irgendwie, dass jetzt irgendwas gefährlich wäre, mal abgesehen von 1, 2 Alaba-Aktionen, die mal wieder für den Arsch waren. Und mit dem 2-0 war die Chose dann gegessen, ne? Ich denke, das fasst es ganz gut zusammen. Wie gesagt, Statistiken haben wir jetzt nicht. Nichtsdestotrotz möchte ich auf ein paar Spieler drauf eingehen. Ich würde sagen, ich verteile einfach wie immer ein paar Noten und gehe dann auf die Spieler drauf ein. Erstmal muss man natürlich sagen, den Gegner, den musst du halt einfach auch 2-0 schlagen. Dafür war es sogar zweite Halbzeit ein bisschen zäh, fand ich. Man hätte vielleicht nochmal irgendwie 10 Minuten, Viertelstunde Gas geben können und hätte das Ding eher zugemacht. Aber am Ende des Tages alles richtig gemacht, Kräfte geschont. Viel ausgewechselt sogar und sogar mal richtig ausgewechselt. Also ich war heute mal einer Meinung mit dem Hansi. Aber da kommen wir zu. Neuer, würde ich eine 3 geben, keine Fehler, alles souverän. Pavard, würde ich auch eine 3 geben. Ich denke, nach vorne geht immer noch ein bisschen mehr. Nach hinten hat er ein, zwei Wackler gehabt, gerade zum Ende hin. Weiß nicht, ob die Kraft weg war oder so, aber bis da war es eigentlich okay. Kimmich war sehr präsent. Würde ich schon eine gute 3 bis ein bisschen 2 Minus geben. Kommen wir zu meinem Lieblingsspieler, Serge Gnabry. Serge Gnabry war die erste halbe Stunde wirklich sehr, sehr gut. Müsste ich nur die erste halbe Stunde bewerten, würde er bei mir eine glatte 2 kriegen. Er hat diesmal alles richtig gemacht, hat in den richtigen Momenten abgespielt, war in den richtigen Momenten auch mal eigensinnig. Hat 1, 2 Mal ein bisschen Pech gehabt im Dribbling, hat dann aber auch mit nach hinten gearbeitet und dann so nach einer halben Stunde hat er so gesagt, nee, jetzt habe ich keine Lust mehr. Dann hat er nicht mehr mit nach hinten gearbeitet. Fairerweise muss man sagen, dass dann die ganze Mannschaft so ein bisschen das Spielen eingestellt hat, ein bisschen Gas runtergenommen hat. Und zweite Halbzeit war es dann wieder der Standard-Gnabry. Keinerlei Elan. Irgendwie war dann wieder so, meh. War für mich also neben Müller auch der sofortige Wechselkandidat. Levi hatte auch, hat sich der Mannschaft angepasst. Erst habe ich schon das gemerkt, er ist heiß. Er will unbedingt den Titel haben. Hat man gemerkt. Danach ist er auch abgetaucht, hat sich da ein bisschen Reibereien geleistet, aber nicht wirklich irgendwie, dass er gefährlich war. Klar, das zweite, den sind wir ehrlich, den hätte jeder gemacht. Gut, er hat sich gut abgesetzt vorher, logisch. Hat er schon gut gemacht. Und von daher, wenn man 2 Tore macht, können wir ihm nur eine Note 2 geben, Alter. Alles andere wäre ein Witz. Boateng für mich auch eine 2, war für mich mal wieder der Stabile hinten, hat viele Fehler vom Alaba ausgebügelt. Davies fand ich heute ein bisschen verbessert im Gegensatz zu den letzten Spielen. Hat immer noch 1, 2, 3 Wackler gehabt, aber dann auch mehr in der gegnerischen Hälfte. Hat sich mehr wieder vorne eingeschaltet, fand ich. Hat nicht nur Pässe nach hinten auf dem Alaba gespielt, hat sich ein bisschen mehr auch offensiv eingeschaltet. Ich denke, ist auf einem guten Weg. Vielleicht sehe ich es auch einfach daran, dass es in Katar war und ich weiß nicht, wie viel Grad da sind. Wahrscheinlich 15, 20 Grad oder was. Ist natürlich alles was anderes. Vielleicht hatte deswegen auch der Gnabry mal Bock eine halbe Stunde. Ich habe keine Ahnung. Rocker fand ich sehr gut. Bin Fan von ihm. Denke mal, das hat man schon gemerkt, aber ich fand, er hat es gut gemacht. Ja, ab und wann immer noch so ein bisschen die Absprache, dass er sich ab und wann mal mit dem Kimmich auf dem Fuß steht, gefühlt. Aber das war schon sehr wenig heute, fand ich. Ich fand, er hat super gemacht. Jeden Ball, den er hat, kann mich jetzt nicht an einen Fehlpass, doch einen Fehlpass, glaube ich.
Ansonsten kam jeder Ball an und du kannst ihn anspielen, wie ich schon immer sagte, auf engen Raum, da kann gepresst werden, ist gar kein Problem, er spielt den Ball weiter und den kommen auch zu 99% an, also für mich sehr, sehr gut. Thomas Müller fand ich heute schlecht. Ja, Thomas Müller ist heute abgefallen, muss man ganz klar sagen. Also Rocker eine 2. Aufgrund, dass er noch immer so dann, zumindest zwischendrinne, mit nach hinten gearbeitet hat, würde ich dem Müller noch eine 3 minus geben. Aber es ist schon ganz knapp an eine 4. Also vorne war es gar nichts, Alter. Er hat immer, also, ja, er hat keine Szene gehabt. Also die Dinger, die er gemacht hat, war halt wieder so ein komischer Müller, so ein Standardmüller. Weiß ich auch nicht. War heute wirkungslos vorne, hat sich verrannt und keine Ahnung. Alaba war für mich eine 4. War wieder gar nichts, Leute. Also ich kann mich in der ersten Halbzeit an 2 Szenen erinnern. Ich kann mich in der zweiten Halbzeit an 2 Szenen erinnern, wo er wieder irgendwelche gefährlichen Situationen einleitet. Entweder durch seinen Fehlpass in die Mitte rein. Wow, ganz stark. Oder durch sein absolut schlechtes Stellungsspiel. Und dann hebt er noch den Arm, Alter. Und es ist ganz klar, dass er es abseits aufhebt. Ja, und das gegen so einen Gegner, Leute. Gegen so einen Gegner, der nicht wirklich vorne gefährlich ist, oder war. Also ich kann mich da in jedem Video wiederholen. Unsicherheitsfaktor Nummer 1, nehmen ihn endlich raus, stellen den Nannes dahin, stellen Süle mit dem Boateng dahin, wie auch immer. Ich bin froh, wenn er weg ist. Ganz ehrlich, nicht vom Typen her. Ich hätte ihn auch gerne weiter als linken Verteidiger oder meinetwegen im defensiven Mittelfeld gesehen. Ich denke, da könnte er auch was machen. Aber in der Innenverteidigung, Alter, bin ich froh, wenn er weg ist. Also das war gar nichts, Leute. Wie im letzten Spiel auch schon. Also, das Stellungsspiel war ein graues. Zweimal das Zweikampfverhalten gegen den Stürmer, Alter. Eieieiei. Coman war auch stark. Coman würde ich eine 2 geben auch. Hat sehr viele Aktionen gehabt, hat super stark nach hinten wieder geackert. Für mich vorbildlich. Also Sané fand ich auch okay. Fand ich, ja, auf jeden Fall besser wie ein Gnabry. Ja, wie gesagt, vielleicht hat der Gnabry einfach keine Kraft gehabt. Wie gesagt, erste halbe Stunde war echt gut vom Gnabry. Danach war gar nichts mehr und da war es ein sinniger Wechsel, dass der Sané kommt. Fand ich auch gut, dass er Flick das auch mal gemacht hat. Ja, sonst ist ja Gnabry sein Liebling irgendwie. Choupo-Moting, ja, hätte er den Pass nicht gegeben, hätte ich ihm wieder eine 6 gegeben, Alter. Ich habe ihn nicht gesehen auf dem Platz. Ich habe ihn 2 Ballkontakte gesehen. Der eine wieder in der eigenen Hälfte da irgendwo rumgeeiert. Der zweite war dann die Einleitung auf den Sané zum Tor, zum 2:0. Von daher geben wir ihm eine 4. Aber weiß ich nicht. Hat keine Integration ins Spiel, hat keinerlei Ballkontakte, hat keine Laufwege, ist wie ein Fremdkörper. Ich weiß nicht. Den Wechsel hättest du dir schenken können, meiner Meinung nach. Tolisso, ja. Keine Ahnung, das waren 20 Minuten. Das ist immer schwer zu bewerten. Ja, es hat ausgereicht, aber mehr auch nicht. Süle, 12 Minuten können wir schon gar nicht mehr bewerten. Hat keinen Fehler gemacht. Keine Ahnung, wie soll man das bewerten? Genauso wie Musiala. Musiala hat nochmal eine gute Aktion vorne gehabt. Der war kurz am Überlegen, ob er es alleine macht. Wäre wahrscheinlich sinniger gewesen. Der Pass auf den Kimmich war da ein bisschen semi-gut. Ja, das war's, Leute. Verdient gewonnen, definitiv. Also, ja, die haben 2, 3 Schüsse gehabt, aber da war ja nicht einmal irgendwie, dass man sagt, das war mal eine gute Torchance. Habe ich nicht wirklich gesehen. Und man muss so fairerweise sagen, ohne irgendwie überheblich zu sein, aber eine ägyptische Mannschaft, Alter, ob das da jetzt der afrikanische Champions League-Sieger ist oder nicht, ja, musst du auch weghauen. Machen wir uns nichts vor, Alter. In diesem Wettbewerb ist immer die europäische Mannschaft, vielleicht noch irgendwie eine brasilianische Mannschaft, die Favoriten und alles andere musst du weghauen. Und das haben wir getan. Wir haben es nicht weggehauen, wir haben es souverän gespielt. Wenn ich das Spiel gesehen habe, haben wir eine halbe Stunde ordentlich gespielt, haben Gas gegeben. Danach haben wir den Schwunggang eingelegt, was völlig okay ist. Es hat gereicht. Wir waren stabil, abgesehen von den Alaba-Fehlern. Sonst hätten die gar nichts gehabt. Ja? Alaba war derjenige, der da 2, 3 Sachen eingeleitet hat. Ansonsten war es das. Gut, das war's. Heute kurz und knapp 10 Minuten Video. Ich hau es trotzdem schon mal raus. Weil ich noch nicht weiß, wie ich es Donnerstag hinkriege. Kann sein, dass das dann erst gegen Freitag Mittag oder so kommt.
vom Finale. Schauen wir mal. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr andere Meinungen habt, haut es mir gerne in die Kommentare, Leute. Und rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund. Ich hoffe, wenn ihr Schnee habt wie wir hier in Westfalen, ich hoffe, ihr kommt gut durch und bleibt gesund. Tschüssi.